Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuer Episode Film läuft Kinds of Kindness, den neue Film vom Yorgos Lanthimos, ja schon ein neue Film von ihm, also aktuell am Kino. Und ja, wie weird geht dieser Film dann das Keier, da erzähle ich nochmal an dieser Episode. Ja, den Yorgos Lanthimos, dat ass en spezielle Charakter. Hunne joch dëskerem am Kino gemerkt, wann Leiit am Saal sitzen, die seng Wirkerlofleitner net so kennen, dann steh se bei der Leiit op ziemlich, wie soll ich so, Leiit kommen halt einfach mit einem große Fragezeichen aus dem Saal. An Kinds of Kindness as ha absolut kein Ausnahme. Ich wusste am Vierfeld gut neig über die Filme. Ich schon mich null informiert, ich wusste just Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Willem Dafoe, also wei eben bei Poor Things, ja, gehen wir mal gucken. Da wenn er sehr wie nochmal gesagt, also den Film, den könnt Rieten von kann direkt an als Kino. Also da das wirklich sehr gegangen an den Film, als kein klassischer Film, wie der erstellt so erwartet, der Film dauert 2 Stunden 44 Minuten, eine Handlung, die nur die ganze Zeit auflebt und dann, ja, passiert das. Nee, der guckt ihr Schei 3 Kurzfilme un. Ja, ganz genau. Ich war komplett überrascht, wo so nur enger Stunden ob immer Credits kommen sind. Okay. Credits an der mit von einem Film verwundere mich ich da schon. Nee, das sind 3 Kurzfilme an Alkeiers sind die nämlich Schauspieler mit am Boot. Das heißt, muss ich Alkeiers nur für die Night, wenn so Kurzfilme aufhängen, bis von den alle Charaktere lesen und dann ob die neuen Charakteren allosen. So. Wie sind dann aber nur die 3 Geschichten? Also die echt Geschichte muss ich einfach so ein Sticht wirklich raus. Also das dazu hätte ich am liebsten gern einen kompletten Film gesehen. Hier geht es Chef, den Willem Dafoe spielt hier der Chef von Jesse Plemons an den huet eng immens Murcht iwwer die Leute, die rundherum hier sind. Also dat wat he seht, dat mussen die Leute dann noch einfach machen. Hin desideiert wat he Moes ist, überhaupt wat den ist, wie he wohnt, mat wem hin zu summen ass, hin desideiert sei ganz leben, bis op e Moment wo dann etwas verlangt, wat dem Jesse dann einfach, also ist so ein den Jesse Plemons, so Schauspieler wie so nämlich wie den Charakter am Kurzfilm geheescht wird, wat op him op jeden Fall zu weit geht. Da se dann die Eichkenne an der se das gut, du was frei kannst machen was du willst. Und dann merkt der gute Mann mal so, wie krasse beeinflusst das an wie krassen sich eigentlich das Szenario zurückwünscht, wo ein 4 drunter war. So, darum geht es an dem ersten Film. Und das ist wirklich op de Punkt. Also Emma Stone hat eng echt mit Klangroll dran, aber der Willem Dafoe stöcht hier wirklich mega krass raus. Also wie den Mann einfach spielen kann, mit einem einfachen Blick, mit einem einfachen Gest, an einem einfachen Seufzer, wie den Mann eine Dominanz ausstrahlen kann. Also das ist einfach der Wahnsinn. Jesse Plemons spielt das auch wahnsinnig gut, aber dem Mann sein schauspielerisch Talent lehre mal recht, also dem möchte das mega gut an dem Szenario, aber wir lehren das recht kennen, wenn man die 3 Filme geguckt haben. Insgesamt von denen 3 Hauptschauspieler, Emma Stone, Willem Dafoe und den Jesse Plemons, du merkst da einfach, wie krass, also was das meiste von ihrem Handwerk sind, weil die können so, also die Szenarien, die sie so sehr geswitcht an die Leute sind, spielen so eine andere Rolle, an so einen anderen Charakter. Am zweiten Film spielt Jesse Plemons dann echt die mi, sagen wir mal, dominierend Rolle. Die erinnert ein bisschen mehr an seine Episode Twilight Zone. Also dem Jesse Plemons denkt, fragt Emma Stone, das ist verschwunden, das ist irgendwie so Meeresforscherin. Und das ist auf einem Schiff, die sind an einem Sturmgrund, die sind verschwunden. Das ist wie lang fort. Und B-Mal geht es drin von. Und was hat dann do mir irgendwie beschleicht Gefühl, dass das nicht wirklich seine Frau ist. Und ja, das ganze Szenario, das geht da relativ weit, geht da relativ krass. Und das war so von den Filmen, wo die Leute den größten What the fuck Moment hatten. Aber auch den fand ich wirklich super. Den zweiten Kurzfilm hat mir auch mega gut gefallen. Nicht gerade so gut wie den ersten, aber auch schon ganz gut.
den Delo ein bisschen auffällt als den dritten. Hier geht es eng Sekt im Kult an die sichern ihre neuen Messias an du hast Emma Stone und Jesse Plemons, die sind dann do immer in der W für Kandidaten rauszusichern oder Kandidaten zu präven wen ihre Messias aus ja die ganze Geschichte tröppelt ein bisschen auf der Platz an as dofir irgendwie auch einfach zu lang für dat wat sie dann am Endeffekt ass du wennst fällt die bisschen of das bist schuld es hat global gesot ey, die hat vielleicht miss mitsetzen weil dann hat jemand einen krasse Film angefangen hat dann damit ein bisschen durchgehangen und hat dann zum Schluss nachher wirklich gute gewesen da wäre man ein bessere Gefühl rausgegangen lo kinds of kindness bisschen das Gefühl ja kann ihn aus dem Saal raus und das sind ein bisschen an nie statt also ich fand nicht schlecht aber aus die schlechtesten aus der Reihe ja das ist du winter as kinds of kindness ganz speziell Kinoserliefnis dat ass a mengen an net dat best wat der Jorgos Lanthimos bis lo gemacht huet dat das erzählerisch ass du op schiede Fall Luft nur urwegängig so also geht wirklich extrem weird et könnt man bisschen so viel wie wann hin einfach Bock ob die Kurzfilme du gehabt hat an aber nicht so richtig wurst wen du mal da go sollt und dann einfach sagen eine Näherung Kurzfilme du an de Kino brucht huet. Dat ist auch absolut okay dat ist absolut fein. Den echten als gesamte Film hatte viel méi gefeiert. Also ich war du wirklich ein bisschen traurig, wo ich realisiert tun. Okay, die Geschichte geht nämlich weiter. Krass. Du weint as du denk ne Schluft nurwen. Op jeden Fall wat die Filmer, definitiv red lo kann die Geschichte so lo können die Geschichten so spezial oder weird oder das kann eng lo gefallen oder net aber es muss du definitiv so die Wandlungsfähigkeit von also Schauspielerei als wirklich krass die Leid die ganz Leid drohen das ganz Szenario zu 100%. Willem Dafoe der verdecht eben die kontrollierende Chavers Dono Pap ass an Dono Sektenführer aus fantastisch absolut fantastisch an ich denke das für den Jesse Plemons auf jeden Fall weil den hört den hört ihn irgendwie nie so entweder spielt einer kleine Firma Großrollen oder große Firma Kleinrollen aber ich denke mit kinds of kindness als dat wahrscheinlich sein Sprung bret viel nach viel einer Rollen zu kreieren an dem Mann der konnte einfach in der Beweis stellen warten Drop hört bei Civil War wird noch schon ein mega gut Rolle gespielt aber eben alles immer am Klängen an High hatte du wirklich viel Screentime an kommt wirklich mit seiner Wandlungsfähigkeit überzeugen absoluten Wahnsinn trotzdem ja Geschichten sind ziemlich schwer trotzdem hun aber geilen Humorfaktor da muss ich auch noch erwähnen also den Humortiming an den Filme als wirklich op der Punkt für allem am zweiten Teil als eng Sequenz dran Leute schon schreck gelacht das war einfach zu viel insgesamt hört und die 3 Filme und immer im so Momente wo er ist da schon nicht komme gesehen also du wäre wann der Film ihr schnapp besatzt dann ist absolut überraschend also der wird maybe Anker du sitzen also ein what the fuck wat as high nimmel lass ja dat as doch eigentlich as dat mal ging es so einfach positiv zeschen weil langweilig sind die Filme einfach nicht trotz 2 Stunden 44 Minuten also wirklich ganz gut in der Halle gehen lost ihr ein bisschen drauf anders bisschen mein Tipp für Leute die einfach der du gesehen die gesinde Cast an die so ja war cool der Stone und Willem Dafoe ist doch super an wann dann du bist Reklam dafür gemerkt die da so mal ein cool Geschichte gucken du musst dir drauf alles Jorgos Lanthimos als Regisseur dat muss net jederhängem gefallen an dem musste bisschen der typisch Kinobild auflehen weil dat get schon ganz ernst das ne an das noch nicht so weird wie lo zum Beispiel even singen alle Filme Dogtooth also wenn sing alle Filme kennt den DVs opwarten sich doch alle ist also wann ist ein Titel wann ist ein Film gesehen die präsentiert steht Regisseur Jorgos Lanthimos da ich also okay da wese ich war doch mir stürken für viel Leid wird das wahrscheinlich nicht fall sehen du wenn sie dich bewusst
dat gëtt speziell. Aber dat das gewollt. Dat ass definitiv so gewollt. Los der Stowent ein bisschen drauf an, los ein bisschen die Kinos gewunnechte Fallen an guckt einfach mal, wo Drehs hingeht. Das so mein Tiboniersch. Jorgos Lanthimos kennt der vielleicht Regisseur sind, wo Leute, die eben nicht typisch Blockbuster-Kino immer gucken, wo die Leute dann eben vielleicht mal an einen anderen Rich-Filmer gucken, die nicht nur Schema F auflaufen, mir sich einfach mal etwas trauen. Das muss nicht immer funktionieren, aber es kann. Es kann. Und ja, du kriegst ein bisschen den Horizont dabei, das ging ich so. Und das ist doch schon mal das ist doch auch mal etwas. Voilà. Du weißt, da sind mal Kinds of Kindness sind nicht fertig, eine Tragödie, Comedy, wer doch immer das Dolo alles war. Das war vieles zu summen. Erzählt mal gerne in den Kommentaren, ob ihr die Jorgos Lanthimos kennt, was für Filme davon man kennt. Ob der Poor Things so zum Beispiel gesehen hat, den letzten Film, wo Emma Stone bei den Oscars den Oscar gewonnen hat. Und voilà, in dem Sinn ging es so, war da doch schon, und da wünschen ich euch noch ganz, ganz viel Spaß am Kino mit Kinds of Kindness. Ciao!